Hai gengs, welcome back to our channel. Ini mama udah ready mau masak. Mau kasih lihat ini. Aku dapat resep baru dari temen orang Kamboja. Jadi memang, hai baby. Jadi memang di Kamboja itu, iya tunggu. Di Kamboja mereka, iya. Dah, sarange. Nah, jadi di Kamboja itu mereka banyak sekali resep masakan daging sapi, daging ayam, daging B2 itu dengan serai gitu loh. Jadi selalu dicampur dengan serai. Aku suka banget sate sapinya mereka, itu rasa serainya medok banget. Jadi nggak cuma Kamboja, kalau nggak salah Vietnam juga gitu ya, mirip-mirip. Nah, akhirnya dapat ilham untuk bikin ayam goreng serai. Jadi ini sudah mama marinasi selama semalam di kulkas. Ini mama ngebumbuinya kemarin. Jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Tuh. Jadi ini ada dua macam ayam yang mama pakai. Jadi ada sayap, juga ada file paha ayam. Di sini banyak banget orang ngejual file paha ayam. Biasanya ini lebih sering file paha ayam ini mama pakai untuk ngesate, juga bikin topping mie ayam, karena ini tuh lebih gimana ya, lebih enak gitu. Kalau file dada itu menurutku lebih kering, horas, berasa keringnya. Ini enak, ada lemak-lemaknya gitu. Jadi memang cocok untuk disate atau dimasak, apa namanya, masak jadi topping mie ayam, paling endol ketimbang dada ayam menurutku ya. Mantap. Terus nanti kita tinggal bikin sambal. Terus ngerebus brokoli, enak pakai brokoli gitu ya, dan nasi. Udah simple banget, tapi ini mantep. Sepertinya ini bakalan jadi salah satu resep ayam goreng andalan setelah ayam goreng bawang putih ala mama. Tuh, luar biasa. A few moments later. Tuh kan, tadi gara-gara Yumi ngerenge, astaga aku nggak konsen, lupa kasih tepung kanji, gengs. Jadi sedikit aja kalian kasih tepung kanji atau tepung maizena, kira-kira 2 sendok makan gitu. Ya nggak apa-apa, yang pertama tanpa tepung, yang ini pakai tepung. Nggak masalah, biasalah. Kadang kalau anak sudah mulai rewel gitu, konsentrasi mama otomatis buyar. Kita panen cabai dulu ya untuk ngesambel. Kebetulan lumayan nih, ada beberapa yang merah-merah cabai rawitnya mama. Kita pakai berapa ya cabainya? Jatuh. Ini ada yang rontok. Ada yang rontok nih. Udahlah, ini apa-apa, cukup deh. Kita pakai segini ya. Aduh, pohon anggurku jatuh. Tuh lihat buah anggurnya, gengs. Semalam badai lagi. Aduh. Tuh, lumayan. Tomat juga dari kebun.
Hai. Ready buat makan. Tada, ini new bed chicken kan? New. Karena meat citronen grass tuh. Nah, jadi ini adalah ayam goreng, bukan lengkuas, melainkan ayam goreng serai. Ini mama sama papa atau mama aja kali ya. Ini mama sama papa nggak bisa, vi kan nicht mit papa teilen. Ini Kidos sambalnya Kidos kelihatan semua Kak Zoe, coba lihat Yumi-chan. Yumi-chan ini sip. Jadi ini adalah serai. Ini ya, lemon grass, citronen grass. Sorry. Wie Holz. Auch wenn nicht gefroren ist, ist wie Holz. Weil in Billa dieser Zitroneneistee von Fusty, das ist mit Zitrone, schwarzer Tee natürlich, und Zitronengras. Oke, mari kita cobain ayam goreng serai. Ya udah langsung nyomotin nasi. Mama, Baby. Mama, du hast schon mal irgendwas mit Zitronengras? Ich kann das auch. Nah, das war mit Galgang, ayam goreng lengkuas. Ja, Galgang. Aber das sieht auch so aus. Ja, schaut so aus, genau, hast du recht. Tuh, Riecht gut. Ja, silakan. Kriegen wir kein Brokkoli? Baum? Ini, ich nehme da vom Sambal. Ach so. Aku ambil yang dari cobek. Egal. Da. Danke. Gepasst. Selamat makan. Ini sambal Kidos. Ya kamu udah, kamu yang pedas. Tuh yang pedas. Zoe, Kidos sambal. Minta? Kidos sambal. Habis schon gerade. Danke. Selamat makan. Mantap. Citronen grass chicken. Das Beste. Meerwurm, Knoblauch, Salsa und jetzt Zitronengras. Sehr gut. Von allen drei das Beste ist Zitronengras. Masa? Bu Yumi gimana? Brokolinya udah enggak? Mama, wie hast du das denn gemacht mit Zitronengras? Man verstampft das, zerschlägt das. Lihat. Mit Küche masih ya. Samantha meinte halt, warum Samantha gefragt, weil das so dünne Striche sind so. Ich habe gedacht, dass drinnen so viele, wie heißt das, so die Dinger sind. Das sind meine Striche. New Favorit. Wie geht das? Weil das ist so Zitronengras. Und das so. Ja. Tomat hasil panen dari kebun. Cabenya juga. Mama, ist das normale Stückchen und das scharfe Stückchen? Normal. Das ist Filet und mit Knochen. Ja. Und dann unsere Tomatenöl. Und Chili natürlich, ja. Auch von uns. Achso. Pedas ya, susu chili. Dann nehme ich doch. Und Thai Chili Bomb. Susah. Pedas. Bang. Und dann Samba ist es so, man nimmt es, man spürt es noch nicht, aber dann am Schluss. Iya. Was ist denn mit Chili? Pamit, Bei Kindersamba, man spürt gleich die Schärfe und dann ist es dann weg.
Mantap banget ini pakai file paha. Aber Mama, was ist Kindersamba? Das ist gerade so gebrannt, meine Zunge. Mama hat auch ein bisschen Chili gegeben, oder? Das gleiche habe ich halbiert und noch 4-5 Stück Tomaten dazu. Es ist im Prinzip dasselbe, nur halt, bei Kindersamba ist mehr Tomaten drin, das ist für milder. Genau. Also dass das nicht so scharf ist. Und Mama hat auch jetzt auch Kinder. Das ist Erwachsenen-Sambal. Das ist Kindersambal. So ist mein Comfort Food. Mein Liebling, das geht immer. Genau. So, mit Sambal, Gemüse, lalapan, Sambal, lalapan, Chicken. Ich glaube, ich hole mir einen Radmus. Von so einem Eistee. Weil Zitrone ist ja nicht intensiv. Mau bawa buat Oma? Oma ambil teman. Ya. Ini mereka mau berenang ntar ke rumahnya Inang. Aku di rumah aja sama Yumi-chan. Bang masih kerja. Mama juga ada kerjaan. Was denn? Du willst auch arbeiten. Oh. Kalau arbeit jeden Tag. Also so meinst du? Ich dachte, du gehst jetzt schon wieder in eine Arbeit. Wangi banget. Wenn Mama zwei Arbeit hat, dann muss Mama gebühren danach und dann noch arbeiten gehen. Radla. Mama hat zwei Arbeit. Ini ngingetin aku banget sama masakan Kamboja sama Vietnam. Di Vietnam ist Gericht so nasi Zitronengras, schmeckt nasi Zitronengras. Mereka sering banget pakai serai di masakan mereka. Zitronengras Chicken, der best. Das müssen wir jetzt dann Mama übersetzen, aber damals, als ich in der Steiermark gearbeitet habe, gell, Ja. bei einem Arbeitskollegen, der Große, der Hannes, der hat da mal gesagt, haben sie sich unterhalten wegen Zitronengras. Das ist so in geworden bei uns zu dem Zeitpunkt. Vorher kannte man das nicht. Zitrone schmeckt ich. Und dann haben halt die anderen gefragt, ja, wie und was. Ja, und der hat gesagt, ja, im Prinzip ist das gleiche halt wie Zitrone, das ist nichts anderes. Und ja, Zitrone ist, aber beim Kochen macht das großen Unterschied, oder wie zum Beispiel auch bei Sambal. Zitrone ist flüssiger. Ja. Und überhaupt beim Kochen verkocht man das leichter, beziehungsweise hat dann einfach einen anderen Geschmack. Zitrone tut man ja oft nach dem Kochen erst drüber trüffeln halt. Und mit Zitronengras kannst du das im Kochen schon besser verwenden und das hat dann natürlich ganz anderen Geschmack, ja. Das Ding ist, ich finde Zitronengras und Zitronen ganz riesen Unterschied, die sind nicht gleich. Und Geruch und Geschmack ist anders. Oh. Zoe gimana? Tepung. Louis? Tepung. Yumi? Tepung? Dabon? Ich hab schon. Abang? Einfach. Mental? Mega Tepung Infinity. Mega Dabon. Yumi? Debom. Enak. Dicoba Rezepnya. resepnya. Udah kita bilang apa? Makan. Dulu ya. Makan dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Thank you for watching. Finally kalian lihat kita di rumah lagi. Masak-masak lagi seperti biasa. Panen-panen, kerja di kebun. Tuh, sampai ketemu besok. See you tomorrow.
resepnya, dicobain pakai apa aja. Enak ini dimakan pakai Ja. nasi kuning juga pasti enak. Pakai Sambal ist Wahnsinn, ne? Kijk maar wie juicy. Sambal ist Wahnsinn. sambal is crazy. Enak banget. Juicy. Juicy. Itulah enaknya kalau pakai file paha ayam, dia lembut banget dalamnya, nggak kering. Ya udah, kita bilang apa? Sarangi. Sarangi. Bye bye. Mhm. Bye bye. So süß. Mama. Du hast gesagt, makan dulu ya? Makan dulu ya. Bye bye. Jatuh aja. Next time. Mhm.